Herr Minister. Merci vielmals, Herr Präsident. Ich gebe dem Herrn Lies. Merci so für seinen guten schriftlichen und mündlichen Rapport und noch all den Deputierten. Merci so, dass die Projekt de loi matt drohen, bis vielleicht auf Ausnahme vom ADR. Auch da war es ja gut, dass die Visite gemacht hat. Wir konnten letzte Detailer und noch so froh, die sich gestaltet hat, rund um zukünftig Testen von diesen 3 Administrativsprachen konnten einfach darüber kreieren. Ganz wichtig zu präzisieren, als die Rekrutmentsprozedur ja die heiten also wie wir tun mal das beim nächsten Projekt de loi klar durchgestaltet haben. Für dich gibt es eine Prüfung d'Aptitude general gemacht, dono können eine Prüfung spezial, und wenn die dann aufgeschlossen ist, dann gehen die 3 Administrativsprachen getestet. Und das final bei der Prüfung spezial, wo eine Verwaltung ja dann guckt, die Kandidatin oder Kandidat, die sie für die Posten braucht. Sie weiß so ganz genau, was da für Kompetenzen erwartet gehen, auch von sprachlichen Kompetenzen. Und da kann sie das dann testen. Da kann sie dann hingehen und mehr poussiert Sprachkenntnisse an engen oder den 3 administrativen Sprachen verlangen, wie das Minimum, die LOI4 gesehen ist. Weil das ist auch wichtig zu betonen, dass das ein Minimum, der B2, B1, den wir harmonisiert werden an den einzelnen Gruppen de Traitement affeieren. Und noch eine zur Präzision, ja, dass man zwar wohl beim A bei C1 auf B2 und beim B2 für Drohnen auf B1 raufgehen, mehr an der Kategorie B gehen wir aber zum Beispiel bei der dritten Spruch A2 auf B1 drauf, aber der Kategorie C gehen wir von B1 auf B2, von A2 auf B1 und von A1 auf B1. Das heißt, wir haben, ja, das ist so, das präzise, aber so, das Referenzkader von den Sprachen, für die Konformance zum europäischen Referenzkader, wir sind also auch raufgegangen und nicht mehr raufgegangen, und das ist, wie gesagt, ein Minimum. Und dann eine wichtige Präzision, dass das diskutiert geht mit der CGFP. Die ist natürlich alles mit ihnen zusammen geguckt, und wir haben das natürlich auch so umgesetzt, wie mit ihnen das diskutiert. Und dafür waren wir ein bisschen erstaunt darüber, dass dann Staatsbeamte kommen. Ich weiß, das ist nicht dasselbe wie CGFP, mit also nicht ganz das andere wie CGFP, dann habe ich nicht das, was ich so gesehen habe, mit der Tummer am Kader vom Sozialdialog mit der CGFP alles durchdiskutiert gehabt. Und das ist nachher ein Minimum, aber nicht gerne mehr. Da möchte ich nicht viel tun an der Prüfung spezial. Und da kriege ich schon die Kandidaten, die die Sprachwert beherrschen, auch am Lützebäuerchen, die ich brauche, für das als Staat leid tut, die in all den administrativen Sprachen bewandert sind. Und immer da können den Dingen ihre Mappager 100% erfüllen. Merci.